Das ist nicht so einfach. Herr Minister, leef Nathalie Jacobitz in der enge Mond, hei direktisch am CNL. Die Damen und die Herren, leef Leute, die über Livestream zugeschaltet sind, alle Franzi Kirps. Ja, der Servicepreis ist dieses Jahr ernst. Wieso? Ich stehe daraus aus der langen Reihe von 20 Preisen, die 1992 mit dem Roger Manderscheid, seinem Papagei und Kerstenbaum, angefangen hat. Mit das Hauptmann, das leidt aber Mann, Laureat, dem Franzi Kirps, oder aus seinem Werk, die Mutationen, 7 Geschichten und ein Gedicht aus dem Verlag Hydre Edition. Und das auch nicht direkt ein Verdienst, den Fondation Service auf Not schreiben kann. Es wird viel mehr über den Virus zu tun, den als Plan an unseren Kalender gehörig durcheinander gerüsselt wird. Als allererst waren die Membres vom Jury betroffen, die sich nicht wie sonst hier am Haus treffen konnten, für die Shortlist aufzustellen. Und auf eine Videokonferenz müssen zurückgreifen. Dass sie trotzdem fertig tun, mit einem engen Mondretard ein Laureat zu bestimmen als eine Leistung. Ihnen alle an Ihre Präsidentin Jan Glesner dafür ein großes Merci. Leider konnte man damals den traditionellen Datum
von der 1. Juliwoch für die Remise vom Prix Hervé nicht mehr anhalten. An lo hat Corona als ein zweite Kehr eine strikte Rechnung gemacht. Mit meinem Engagement an der Bereitschaft vom CNL für neue Wege wie dem Livestreaming zu gehen, haben wir heute den Preis, können wir heute den Preis trotzdem überreichen und dafür auch Ihnen, der neue Direktor Nathalie Jacobi, ihrem Viergänger Claude Conter und dem Marc Siveg an alle Mitarbeiter ein warmen Merci. Auch die Plakette vom Servé-Preis 2019 und Elis Schmidt go fertig, dank dem Ersatz von Madou Servé. Und ihr braucht als just de Wirtchen zu soen, da kriegt einen Heben geschickt. Fakt ist aber auch, dass von den 10 Leuten, die heute noch dabei sind, und den hoffentlich vielen um Livestream, kein so schnell das Spezialzeremonie vergessen wird, wo am Platz von Anlödungen Auslödungen müssen verschenken. Noch ein paar Jahre kriegen sie vielleicht einen Sammlerwert und das Literaturarchiv kann da stolz sein, weil es neben vielen Anlödungen auch eine Auslödung hat. Und den Autor, den wir heute ehren, kann an 10 oder mehr Jahre sagen, ist für den das Hervé-Preis an aller Stelle kriegt. Dass die Zeremonie von Haut ernst Guinness sich verändert wird, könnt engem Ball 4 wie ein ganz besonders Zucht von Mutation. Über die Schriftsteller wie die Francis Kirps schreiben kennt. Das Engverwandlung, den Handelsreisenden zum elenden Käfer, den Rückkleider mit der Beestrohwelt verkommen lässt, auch keine Mutation, die aus einer winziger Mick einen riesigen, unbeholfenen Student mischt, den es weiß, wo mit seiner Körperlichkeit hin soll. Nein, hier geht es viel Männer Kafkaesk so. Die Remise vom Prix Hervé 2020 als eine Mutation, die am hellen Licht von einer Krisensituation den Wert und Bedeutung von der Literatur auch vom Literarischen unterstreicht und betont. Literatur gehört nämlich trotz oder gerade wegen Corona zu unserem Leben. Sie geht aus am Umgang mit Unerwartetem eine spezifische Sensibilität erstärkt. Aber wenn wir es heute fertig bringen, die Ansicht rüberzubringen, dann ist die Fondation Servé an ihrem Roll. Und in dem Sinn ist die Amputéer-Diverreichungszeremonie für den Schriftsteller Francis Kirps nicht verkrüppeltes, mehr eine double Auszeichnung. Ihm als herzlich Felicitationen und als beste Wunsch für seine weitere Weg an der Literatur, aber auch für seine Gesundheit. Als Präsidentin vom Jury ass et mei eng Fred ech als Begründung fir d'Auszeichnung vom Buch Bier zu lesen. In die Mutationen geht Francis Kirps von bekannten literarischen Vorlagen aus und gestaltet sie neu. In Form von Spiegelungen, Verflechtungen, Vorgeschichten, Weiter- und Umschreibungen werden Mutationen zum gestalterischen Konzept. So entstehen vielschichtige Geschichten von großer Originalität, die gleichzeitig eine intelligente und humorvolle Interpretation der Ursprungstexte sind. Durch die Multiplikation von Stimmen und Perspektiven, nicht zuletzt aus der Sicht von Tieren, werden Herrschaftsstrukturen und Ausbeutung in Gesellschaft, Medien, Erziehung und Sprache thematisiert. Die zuweilen ironische Distanz des Autors, sein unkonventioneller Erzählstil und die Tiefe seiner Figuren entführen den Leser in verfremdete Welten, die üblichen Erwartungshaltungen trotzen. Eine Schnecke Kreuzblicke mit Virginia Woolf
Eine Stubenfliege verwandelt sich in eine peinliche Kreatur namens Mensch und eine antike Dystopie spiegelt die moderne kapitalistische Gesellschaft wider. Die Leserinnen ziehen mit einem desillusionierten Eisbären durch Berlin, lesen vom Verrat eines treulosen Hundes und begegnen einem eher unerwarteten Rotkäppchen. In Die Mutationen gelingt es Francis Kerz hervorragend, seiner Leserschaft den Spiegel vorzuhalten. Sein risikoreicher Einsatz der Neuschreibungen, seine unerwartete Bilderwahl und sein kreativer Umgang mit Sprach- und Stilregistern haben die Jury überzeugt. Francis, am Namen vom Jury, herzlich Felicitationen. dat keer bisselchen Manner feierlich den Diplom steht hei du hölzen her no mat normalerweise givet lo eng Bees gin an so weiter ja as dat net de Fall. Dürfe awer net Mader herzlich die Verrechung vum Prix Servé. Bravo Francis. Ja. Geht dat doch oder ist dat ja geht et so da sind joch Mino ja ja steht gut nowen ihr schreibannen an hoffentlich auch enger Highlight dubausen ich fandet ja wirklich extrem traurig von geeiert gött an kann den dat net so zelebrieren wie net verdingt hat zum net den ensche Preis oder die ensche Auszeichnung was die da das Lucho Grut oder vielleicht nach Krit weil da ja auch der Shortlist sieht vom Buchpreis noch eben den europäische Preis Grut scheieren da immer an geschah an das du ja pardon. Das ist interessant weil kulturelle Plan werden dem Kafka seg Verwandlung huet bisssen Major des Joer begleet. Ich hat schon ugefallen ich mein, dat war an der Krischzeit wo dem Ian McEwan sein The Cockroach gelees hunn an dun kom Verwandlung am TNL an lo Mutationen woch mech no gefrot wen da lo bei wem die dir geklaut hat fir et zu drehen ob dir beim Ian McEwan dat geklaut hat oder ob hin net bei ihr aufgeguckt hat weil du nämlich auch drums geht dass eigentlich net Mönsch als Käfer erwäscht mir Käfer als Mönsch und dadurch am Brexit-Kontext werde ich ein ganz flott Approsch auch von tun schon eine zeitlich überprüft wie ein Text ich menge näheren ja genau pardon, so wie ich das auch verstanden hat jedenfalls gesagt den du wie wichtig das so Text darum abzuschaffen weil Kafkaesk aus die Situation ja, die man kann sowieso mir auch so gut wann in den Notentext guckt dann noch von die Interpretation ja ich da immer troll vom Pap gucken an troll von der Schwester am Text mir eigentlich ja auch troll von dem Kranken den ausgegrenzt aus der Gesellschaft aber mal gucken in welcher Situation man Moment sind wo in den krank aus vom Corona ganz ja ausgegrenzt wird Empfangergruppe gewiese wird können du ganz auch ein ganz rich Parallelen an so was ein Wirk wie wo der ihr schon auseinandersetzt mit Autoren die es ganz bekannten noch vielleicht bis Mann bekannten die an die Texte zeitgenössischerweise interpretiert und extrem wichtig weil da auch die Autoren in Erinnerung bringt dass er an den aktuelle Kontext setzt und dafür der Meinung natürlich dass das ein ganz gute Schwur aus wie immer Felicitationen ganz im Herzen für ihre Preis ich kann einfach nicht in einer Situation wie der an der man haut sind die wird
Kulturszene einmal gemengen und auch natürlich eher Sektor, der vom Buch verlieren. Wir hatten das Season ugangs der Woche. Und bon, ich wiederhole nicht alles, was ich da gesagt tun. Mit das ist ein Fakt, dass der Kultursektor aus den auf der einen Seite extrem gelitten hat an den letzten Monaten und auf der anderen Seite aber auch in den Leute ganz viel geholfen hat, da ganz viel präsent war. Und Buch do ganz viel bei, weil viele Schwafer werde ich so hören hun mein Entourage ganz viele Leute lesen, muss sich mehr Zeit geholt für zu lesen, Buch mehr für sich entdeckt tun. An auch viel sich wirklich physischen Objekt Buch zugewandt und dann ich hoffe natürlich, dass das bleibt, dass das nicht verloren geht. An mir als politisch responsabel sind natürlich auch absolut gefroht, für alles drin zu setzen, dass Kultur hier Visibilität behält, hier Rolle behält. Wir brauchen erst kulturschaffend absolut nicht nur an diesen Zeiten, mir gerade an diesen Zeiten. Dafür haben wir ein ganz rich Sachen en place gesagt. Wir haben leider nicht viel, schüßt eine Schriftstellerin, die am Intermittence am Artistenstatut dran ist. Wir haben den Statut gepasst gehabt, wir haben am Programm Neustart, ein Rutsch Aiden auch viel gesehen, wo Theater können zusammen schaffen, mit Autoren, für Sachen auf Beine zu stellen. Aber das ist ganz flott fand, dass sich auch endlich eine Schriftstellerassoziation gegründet wird, für wirklich auch einen richtigen Lobbyist zu sein für Rechte, einen formellen Dialogpartner für uns, da auch eine Unterstützung am Redebereich. Dafür voilà, war mir aber wichtig auch den Abend heute zu sehen, dat mal dich zu delen, für zu so ein Kultur aus nach immer dort, Kultur muss auch geeiert gi für die Preise, die begött an dem Bereich, die auch auf 4 Streichen Qualität von der Arbeit die gemacht wird. Und dafür merci all denen, die he sind, die Datei magisch gemacht und die als Nolaus drin und natürlich auch der neue direktisch vom CNL, der die erste Kehr an ihren offiziellen Funktionen he beginnen. Größte Merci, dass der heute möglich war.
Schaffen, das meist nie müssen du gewinnen. Lief Kulturministerin, lief Germaine Gützinger, lief Membern von der Fondation Serve, lief Jan Glesner, lief Nathalie Jacobi, lief interessiert dabausen auf von allem Leben Franzi. Uns Laien hat es immer mächtig gereizt zu wissen, woher diese merkwürdige Persönlichkeit der Dichter seine Stoffe nimmt. Wurde Sigmund Freud 1907 zu Wien gefragt, wohin ein Vortrag über der Dichter und das Fantasieren gehalten wird. Beim Franzisingen Mutationen leider ist die Antwort auf der Hand. Der Stoff wird hin aus der Weltliteratur. Me hin wird dieser Matière Première sein eigen unverkennbar Ingredient beigemischt. Dabei als etwas ganz Neues, Originelles, als Saftiges herauskommt, wenn es Thema Haut der Franzi Kirps feiern. Nur Planet Luxemburg a Klasse 77 zwei Bücher, die ich immens gern gelesen habe, von allem mit dem Dach echter ungewinnten Humor, den auf all Plakativ-Klischeen verzicht, und dafür umso mehr dem Franzising unendlich auf frenetische Fantasie zum Vorschein bringt. Fantasie als wohl Stichwort für den Franzisei literarisches Schaffen zu synonymisieren. Wir leben an einer Zeit, wo die Welt immer Männer runddreht, wo sozial, umweltbezogen, politisch, analog ganz aktuell auch gesellschaftliche Themen immer mehr Platz an unserem Alltag und dadurch auch an der Literatur anholen. Der Franzi lässt die Realität, die Aktualität und die Gesellschaft nicht für unter dir. Am Gegenteil, sie sind Pilier für seinem literarischen Schaffen. Er beweist an all Einzelerzählungen sein scharfen Blick auf unsere Umwelt und unser Umfeld. Ohne den Leser müssen wir den Neues dran zu stoßen. Was er schlägt an der Geschichte, die Schnecke an der Wand rief, ich bin eine freie Schnecke und lasse mir von niemandem nichts vorschreiben und er stirbt, so sieht das mehr über uns Menschen aus, wie so manch analytisch Gesellschaftskritik. Und aber als es in Fantasie, die Salz und Pfeffer von diesen delikaten Plätzen sind. Überhaupt sind es doch diejenigen, die am Franzisinger Narration omnipräsent sind, an die uns ein ganz kaleidoskopischer Spiegel entgegenhalten. Das ist aber nicht der moralisierenden Zeichenfanger, den hier auf vier gehoben wird. Es sind Messagen,
die ganz nonchalant, mal frech, mal witzig, aber immer stimmig vermittelt gehen. Auch wenn wir am Recueil Mutationen oft an einer Welt von Tieren als rumfannen, so ist es auch das Menschliche, das am Vorgrund steht. Als Schwächen und als Unzulänglichkeiten, als Vorteile und eben auch als Dummheit. Dem Tucholsky sein Leben bricht aus dem Zoo aus und Drusin tut schuld. Beim Franci ist es der Bier, den aus dem Berliner Zoo fortgelebt ist und überall als dann zu lesen, der Bär ist da und wer ist schuld? Die Migranten wählt die AfD. Ein wichtiger Aspekt, den die Persönlichkeit von Francis seinem Schreiben ausmacht, ist die empathische Approche, die sich durch sämtliche Erzählungen zieht. Es kann ihn damit sagen, das Leid als Mensch absolut nachvollziehen, sich beim Schläg als eine Angst für einen unberechenbaren Mensch identifizieren, den Blick von den Ziegenwölfen aus dem Weltall auf die Spezies Mensch folgen, an dem Tom sei verlängeren, nur der Leif vom Hund Cassis nur empfangen. Der Franci gibt seine Protagonisten, egal auf welcher Lebensform sie auftreten, eine Stimme, der ihr gut nur lauschen soll. Der Franci ist ein Geschichtenerzähler. Dem brauche ich kein Adjektiv für drun zu setzen, weil Geschichtenerzähler alles inkorporiert, was der Begriff aussieht. Spannung an Witz, Intelligenz an Inhalt, sprachliche Kohärenz an Fantasie natürlich. Der Franci ist ein Jongleur von Figuren und von Wörtern, von ihm, vom Raum und von der Zeit. Alles passiert an einer Souveränität, frei von Plattitüden, voller Deft und gleichzeitiger Leichtigkeit. Ich will hier nicht auf eine Einzelgeschichte aus Mutationen eingehen. Mir erlaubt man nach einem ganz besonderen Lauf, um das Modell auszuschwätzen. Es ist nicht just die Originalität für den Mérimée seiner deutlichen Statue Leben anzuhauchen, die mich begeistert hat, aber vor allem den elaborierten Schliff, den der Franci dieser Erzählung verpasst wird. Hier begegnen sich der Präsent und der Passé, sprachlich wie narrativ, und da verweise ich gerne nochmal darauf, dass der Franci denen, die keine Stimme haben, eingeht. Hier nicht just der Skulptur, aber auch einer Frau, die damals an vielen Plätzen Haut ausgebeut geht. Für allem mit dieser Geschichte beweist der Franci auch eine enorme Reifheit. Hier ist ein Stück Literatur entstanden, die an ihrer Kohärenz auf allen Niveaus überzeugt und berührt, weil es an ihrer Form innovativ durchdrückt ist und uns viel über den Mensch Franci erzählt. Der Franci ist nämlich auch ein regelrechter Ambassadeur von der Literatur. Mit Mutationen erinnert ihn nicht just an mich Lust auf Klassiker von der Weltliteratur, aber auch wenn er nicht preisverdächtig Geschichte schreibt, ist es die Vermittlung von der Literatur, der ihn seine Zeit schenkt. Und das möchte ich nicht aus der Höchst vom berüchtigten Elfenbeinturm heraus, aber Terrain bei jungen Schülerinnen und Schülern, die nicht mit dem goldenen Löffelchen am Mund geboren sind. Ein Schreibatelier, an denen Fried geschriebene Wort erwäscht, wo die Jungen die Chance kriegen, hier Gefühle und Gedanken auf Platz zu bringen, ohne Druck für Benutzungen. Dasselbe gilt für die Bühne, auf der der Franci in der Ewigkeit slammt, Poetry Slam, ein Genre, den eben für allem beim jungen Publikum großen Anklang findet. Und so was das feiern kann, das Gesimmer ja Haut. Der Franci hat seinen Beruf als Schulpsycholog unter Null gehangen, für sich seiner Passion zu widmen. Dazu gehört doch Courage. Ein Courage, den der Franci eben noch als seiner eigenwilliger Literatur beweist. Anfang geholt, wie es nicht du, mit dein Buch, der Gewinner, hun ich dich Franci suchen hören. Das mag wohl so sein, mir ist sie froh, dass du etwas an nicht Buch, den der Preis entgegnet, weil bei dir, liebe Franci, weiß ich, dass man nach lang nicht auf der letzten Seite gekommen sind. Noch einmal meine allerherzlichsten Felicitationen. Merci.
Ist alles gut gepasst? Ja, das kann ich gut. Hey, die Mensch. Ja. Gut. Okay, ich meine kurz für die 4 Dinge live alle gut. Ich bannen an der Börse oder auch der Bannen, die nur gucken am Livestream. Schon den Titel von meiner Rede, das war das Schlimmeres. Schon am durchgeschlagen, weil ich wurde nicht von der aktuellen Situation schreiben, sondern von mir genug gemacht. Anfangen direkt die Frau, die ich die letzte Main relativ oft von Journalisten gestaltet habe, als wo ich mich da gerade befand hätte, weil ich den Ruf hatte, dass ich die Preserve gewonnen hätte. Wie wenn die Platz auf irgendeiner Erde weiß magisch abgelöst wird. Ich schon dann immer gesagt, ob ein Kaffeesterrasse auf der Bierderplatz. Ob der Terrasse von Mr. Dixon, für genau zu sein. Weil ich ein Interview am Radio nicht gesagt, weil soll ich lieber keine Reklame machen an der Presse. Aber ich meine, das hat ja okay an. Du hast 2 Kaffee und du an Druck kannst den halt noch zu. Weil es war ja direkt noch im Lockdown. Bon. Es war tatsächlich sogar die allererste Kehr seit dem Lockdown, dass ich auf einer Terrasse sitze. Ich hatte auf meinen Bus gewählt, dann schon mal gedurcht, scheint wieder strenkende Klängen. Und wie ich so viel um mich gedreht oder gedöst tun, unter dem Beam auf der Bierderplatz, hat mein Handy vibriert. Und du wirst schon gelesen, was man mitgedeelt hat, dass ich den Preis Hervé gewonnen hat. Und auf der Platz, und das war mir wie ein bisschen surreal. Und du sind ich noch gefreut, ob ich den Preis dann noch akzeptieren. Das ist wahrscheinlich eine Formalität. Ja. Wie ich dann immer gehangen und du ich mir gedacht, dann lo, ich konnte schlecht aufhängen, um dich zu tanzen, wie es auf dem mein Gewicht supportiert hat. Und du sollst schon mal einem Dauergrinsen und einer euphorischen Energie, mit der ich nicht wusste, was ich soll aufhängen. So ist also dafür um mich hinzugrinsen, bis vielleicht auf einen anderen Tisch, bis ich komisch geguckt habe. Wie ich gegangen bin, habe ich mal einen 100-Euro-Schein bezahlt, den ich seit dem März an meinem Portemonnaie mal drum geschläft habe. Weil ich aus dem Automat dann angefangen mit der Karte zu bezahlen. Wie ich da bezahlen gegangen bin, ich dem Jungen einfach 100 gegeben, du sagst, das ist gut so, das Trinkgeld. Und dann habe ich mir seinen Gesichtsausdruck gefreut und habe ich meinen Bus geholt. Und ja, nur wie ich ein bisschen rauf war, habe ich mich natürlich selber da wenigstens vernannt. Und ich weiß auch nicht, ob ich das als pure Generosität gemacht habe oder echt, so wie man sich selber putzt. Ne? Jetzt gucken, ob es real ist. Für zu gewissen, dass ich nicht drehe. Naja, okay, wenn ich die nächste Stunde mein Portemonnaie geguckt habe, du werden Hunderte nicht wie du. Das heißt, das wäre dann der Beweis, stimmt also wirklich. Ja. Das wäre dann das. Den Anfang. Ich wollte nicht so viel vom Buch schwätzen, was wir schon gemacht haben. Aber von der, ja, Red. Ich trinke schon mal mein Wasser, ich gehe noch immer so drische, wenn ich muss schwätzen. Viel Leid. Okay. Maja, wie ich du bist mich spät vom Germain Plaque gekrut materiiert von all meine Viergänger, aber ich meine bis 2009 also zurückgegangen. Die Krut für mich zu inspirieren für die Rede, ja du nicht Nora Wegener singen, Rede gelesen. Ich habe gemerkt, dem also genauso gegangen wie mir. Hat sich am Anfang wie Kischelsche gefreut, und dann hätte sich durch Omerkt, muss ich ein Rede teilen. Und das hat dann nie gemacht, dann ja, same hier, ich habe noch nie ein Rede gehalten, ich schon wirklich schon viel auf Bühne für Poetry, Slamnese, Bühne, Moderation, Kabarett an die Klasse. Aber keine Angst, ich meine, das ist zum Thema von meiner Rede, wie in einer Rede schreibt. Das wäre ein bisschen, wenn ich einen Roman schreibe, über einen Typ, der probiert, einen Roman zu schreiben, dann bringt er am Kreis. Ich mache stattdessen einen Sprung, 20 Jahre bald zurück. Von meinem ersten Auftritt für die Republik, das war hier am CNL, wo ich den Preis vom Concours Littéraire National gewonnen habe. Ganz jung war ich, dem 16, 19. Ich weiß noch, mein Gedanke damals war schon noch nie richtig für Leute gelesen, für viele Leute. Und es war damals so, oh je, ich muss für Leute lesen, für viele Leute, wird das etwas. Was soll ich sagen, es hat sich Spaß gemacht und das ist auch super gut angekommen. Und ich habe festgestellt, dass das mir zu Laien schenkt. Ich war nie am Theater, an der Schule, an so Gruppen. Ich habe nie gedacht, dass das für mich schwer ist. Ich habe immer, du schreist, du vergisst den Bücher. Bon, aber du hast eben gemerkt, dass das mir Spaß macht und dass ich einfach auch eine Interaktion mit den Leuten, die du nicht tust, Beispiel, die man so leicht publiziert gehabt, wie für Studentenzeitung, Leute haben direkt gelernt, die das gelesen haben, das wir nicht für ein Publikum lesen.
du hun dann also gedurcht dass man du bist schon zu Lützeburg schon Optrittsmöglichkeiten gesicht die waren ziemlich dünn gesagt das nicht groß ich war publiiert den Autor an bon du wat Grenz geguckt an du hast an Deutschland gerade den Poetry Slam bis mir groß gelang du hun einfach mal Mail geschrieben für dich so weit sie zu bon alles die freundlich empfangen die schon die 2-3 auch gleich gewohnt an du wärst du bist an der 10 kommt du hast auch nicht wie so gewonnen also eine dummer du kommen dann die Karriere wo du meinst cool schon 3-mal gewonnen ich gewonnen die feiert Karriere auch mit einen Text und da gehst du ja bon auf jeden Fall sind dann eben an Deutschland gegangen alle schon durch sind an die Circuit kommen alle schon effektiv du nicht mehr als Schulpsychologe geschafft in der Sätze gegangen weil das sich gut akkordiert ne du hast relativ viele kann sie irgendwo Freihöhle für in Deutschland zu gehen, da sind schon Menge und so weiter. Bon, und es sind nur an 10 rakommen, die dann effektiv so von 2004, 2005, wo du gefangen zu explodieren, richtig, wo du für dich für 50 Leute abgetreten was da 400, da 200, da sind wir mehr groß, gehen immer mehr, gehen immer mehr professionell. Und schon nur das Fund, was mir ein bisschen gefehlt hat, Gleichgesinnte an meinem Alter an ich war du selber Member von einer Lesebühne gehen, ich bin nach quasi ganz Deutschland rundherum gekommen. Noch eine Literaturzeitung gehört mit Kollegen zu Bond und Exotik von 2005 bis 2015 existiert hat, alle 2 Jahre, wo man einfach gesagt hat, ja, wir werden immer Verlage nur laufen, wir werden ewig immer einen Rückschlag kriegen, kommen wir gerade eine Literaturzeitung mal publizieren, Eistexte, da an die Texte von Leuten, die auch abstrebend sind, die mir gut verlassen, Slam ziehen. Da haben wir gemerkt, und du warst eben eine Zeit zu Lützeburg nicht weiter präsent, ich habe auch nicht viel mit Partei gelernt, was ich gesagt habe. In Deutschland wurde das meine Intention am Anfang einfach von Anfang an gewesen, weil bei Poetry auftreten als cool und du lernst ganz viel bei, über Schreiben und über Publik und sich. Und das war aber mein Drama, also meine Idee war, dass ein deutscher Verlag mich fand oder ich fand. Das ist dann noch geschieht. Sind eben pur verlernen und mich aufmerksam geführt, die an der 10 parallel zu der 10 du entstanden sind. Ja, das war nicht Luft der Hand roh, dann so weiter, aber bon, ich streng bis so liegen drin, aber das sind noch professionelle Strukturen. Für direkt bei ihr große Verlag, da muss ich ganz viel Chance oder Talent oder guten Agent tun. Und ich war auch zufrieden so, weil du hast auch mal Druck bei den Großen von der Branche, wo Spieler kennen, die du wären. Du musst sich da wirklich gut verkaufen, sonst passt du fort. Dann passt du bei einem kleinen Verlag. Bon. Und ja, da habe ich schon ein bisschen den Text verloren. Gut. Du kommst, weil du schon in der Poetry lang mal so bis 2011, du warst vielleicht bei Deutsch Mädchenschaften dabei. Seitdem ich sporadisch 2012 kommt du mein nächstes Buch Planet Luxemburg beim Verlag Käufer an Deutschland raus. Du sind ja schon am Zweck zu Lützeburg gekommen, weil das Buch war besprochen an Zeitungen und so weiter. Du hast darüber angefangen, dass ich effektiv für Schulen invitiert habe für Schreibworkshops und schon nicht mehr müssen ersetzen gehen, also Sachen. Und schon noch die Sachen, die ich an Deutschland davon gelernt habe, als den einzigen Lützeburger du an dem Circuit schon probiert, das zu machen, oder nicht direkt eine große Poetry Slam Lesebühne, die mit Klangformaten. Schon 2011 von Claudine Muno am Christian Habib eine Lesebühne gegründet, die nächstes Jahr hier 10 Jahre feiert. Da hoffen wir, dass wir dann nicht von abtreten. Ich schon einfach auch gesehen, dass es keine Leute gibt, die auch neue Formate probieren, zu Leute, die gerade von der Uni kommen. Den Impossible Readings, mit Luc Carigari, mit Nora Wagner, des Oeuvres, mit Isabelle Jung, mit Jeff Schinker organisiert, dann, wo den Progress mit Nathalie Renvaux. Das habe ich schon gemerkt, ich hätte einfach auch Gleichgesinnte, gell? Ungefähr an meinem Alter. Und das hat das etwas geschieht, auf einer Editeurin, Black Fountain, Hydre, Capybara, weil ich mal richtig schon an Kai Luxembourgeois gefunden, neues Leben gerufen, auch von seiner jungen Equipe an. Do war meine Mutation am ersten Heft dran, das war 2016 oder 2017, die Mutation. Das ist was Nächsten. Ich glaube nicht, dass Ian McEwan das gelesen hat. Das heißt, das geht 100 einfach parallel. Ne? Schon ein von meiner Lesebühne, Kollege Christian Bartel zu Bonn, den hatte doch parallel zu mir Mutation, Verwandlung mit anderen Tieren. Das war dann ein ganz Teichhaus, wo der Herr vom 2. Stock sich immer mal eine Walross verwandelt. Das war nach mir kommen, wie mein. Ja, also nicht so lang. Ich habe noch auf der Seite 3. Geht es direkt? So mal Bescheid.
Nee, mir sind mé gewinn so zu schwäze grad van denkt schon getraut ha zum Stegreif so dat hier mé kreet so wäre so ja bon schon einfach mit Bugéier der ja da kannst du vu den Deel se ge an der die Erfahrungen an Deutschland dass dat mir professionell gehen an alles du musst einfach so bis die Ochsentour matt machen an du der du noch net zu schuld du installierst du mal für ganz wenige Leute kann doch du musst ja nur wegfuhren oder das Party noch an der Wochslämmer sommer mir professionell gehen wenn man der Party an du kom Niveau wo ich durch ganz nur Urwen du geht nicht durch du net Motivation für du 200-300 Optritte am Joar aufzureißen an so an Schulstunden wirklich schon mit Bücher also Karriere mé konzentriert man immer nach das aber wirklich so bisschen nicht wie so viel. 2017 kommt du neben mein Roman raus wo ich auch viel Freiheiten hat an schon einfach so du schreibst nicht große Jahrhundertroman an du schreibst das mehr du schreibst Roman zum Point wie von einem 9-jährigen Jungen Punkrock-Roman und das einfach du wärst wirklich halt zuletzt kommen weil das wirklich gut du kommen an go viel Rezensionen viel besprach gehen an eigentlich immer positiv an da so ein bisschen Schulfir Kurzprosa so Roman das einfach das méi das ohne mit Roman geschrieben dass du fängst von ein Kurzgeschichte bandun das wird einfach verkieft sich schmaler gut das besser für 4 zu lesen so Formate an Roman ist einfach mir valorisiert das okay mit das bisschen Schul für Kurzgeschichte war ich immer ger gelesen wo ich immer geschafft tun. Ja an du no Roman du wär még idee mal net klein Luxemburg Volum 2 bei mégem Verleger an dem moment firfle zu Lützeburg zu publiieren wären 2 Verlagen wo ich gedurcht und dat eng méch geht en du vun der hunsche Kanter Jan Toffoli nun eng Gespräch mat dat war am Rockhas no désevré enke auch wie so gesäit du immer drüber geschwert an hin so interesseiert hin hat noch gefrot wie bei KI beizukommen als Autor. Hier interessiert mich will effektiv auch Konzept Rode vor dem net eng Labor Usammlung vor Geschichten an man se ja doch Mutation die schon bei der KI hatte die Idee für die Konzept zu machen mit Mutationen aber war es relativ serenisch an du Hummer dann noch hatte klein Zeitfenster so Juli bis Oktober wo statt mit und das war auch dann einfach genauso gut weil ich konnte nicht zu viel zweifeln oder so schon einfach du gemerkt hat man für Bücher die ich rauskriegen ja an das war dann geschieht von den Mutationen das du kommen nicht zu dem bisschen wie Blues-Stil vom Text das vielleicht so wie wann das immer alles nur lang an einem Schnürsche gelernt was das natürlich nicht du willst nie am vier raus was geschieht dann du kannst viel Plan machen die mich klappen dann einst du das wie gesagt der Schule mein noch das beim CNL und du als Poetry Slam Karriere entstehen am Anfang das vor keinem geplant gewesen und das einfach so geschieht gell schon teilweise einfach mit Feeling Intuition gefolgt dass ich durch halt an Deutschland du entsteht du hast Poetry Slam und du kann ich noch nicht Bühnenliteratur wie du entsteht und neu richtig Literatur eng neu nicht gerade eine neue Form oder eine Revolution was wie Post alles mehr eng neue Approche zur Literatur an du Stadium mat geholern logisch gesehen halt zuletzt bewegte Jo wie so DLL gegründet probieren als Rechte anzutreten und so weiter aneben das ganze noch ein bisschen zu professionalisieren weil eben ein kleiner Kader wie letzte Woche schwer als du verkäfst nicht genug Bücher man muss nur bei zu gucken wann man genug Bücher wolle verkaufen ja mit war ein Ochsentour an wegschlägt wo du auf wie Männer staat wie net relaxt Beruf doch feier hinkommen egal an haier selbst war John von geklammert a von direkt schlägt dat war Planet Luxemburg dat hat schon e Kölner editörmisch von der Bennger Lesung wo Kollege vom Hochwand der Muschel verlager an den hatten schon 2009 geholfen für das Buch zu machen an ja du hast den Topa ganz kurz nur dem der Kontrakt an der schrieb was verhit gegangen an net weil net genug Bücher verkauft mir hat sowohl Vermöge vom Verlag wie auch sein Privatvermöge verspekuliert alles so ist gesagt Christus Mail heißt sorry an ja nun an Jo gewährt bis du am Losstadt an du hun beim zu Braunschweig beim Andreas Reifer verlor alles über E-Mail gegangen also am Anfang also weiter viel gesehen an da tun ich nie bereit dass in die Bücher rauskommen dat heute also zuletzt bestellt wäre einfach gewicht wird für so Leitsche verlachen so interessant weil das einfach am besten bei Hydro gepasst
Du konntest auch auf Französisch Autoren zurückgreifen, auf Englischer und so weiter. So, da kommen wir zum Schluss. Nicht, dass ich zu viel langweilen. Das ist eine Mutation, die nicht erwähnt ging, sondern das ist die mich betrifft, an die heute durch den Preis Hervé kommst, die Visibilität, die du B-Moll dadurch kriegst, also nicht gerade von 0 auf 100, mir für du wärst du halbwegs bekannt an seiner bloß. An der B-Moll wupp, da bist du an den, da bist du 4 an den Nachrichten an. Ich hoffe mal, dass ich selber bliebe sie mir, du kannst B-Moll einfach von Leuten von außen ähnlich gesehen, also sowohl hygienisch, die mir Karriere schon lange verfolgen, dat Männer wie für Leute, die richtig die Preise auf mich aufmerksam gehen, wo ich hoffe, dass sie auch mehr andere Bücher vielleicht kaufen. An der Hunde einfach festgestellt, den Impact von diesem Preis heute geht weit über die kleinen Bubble von einer Literaturszene raus, wo wirklich am Anfang jeder kennt. Und das ist eine von der ganz vielen Karriere, wo Literatur de W an der Journal von RTL findet oder auf der Zeit von einer größeren Jahreszeitung. Also einfach viel, viel mehr eine große Bühne für Literatur. Und da kann ich mal fremd Leute auf der Straße. Also, das war ja echt echt so, da noch weiter gut. Aber du bist dann wie ein Katapult, dass du so abgeschossen. Das ist die Idee, auf die nicht fällt, mir das hoffen, dass ja doch einfach für ganz Literatur gut ist, dass man mal ein bisschen gesiegt und so weiter. Und dass man nicht alleine so kummern, daheim sitzen, dass man etwas macht, dass man auch Leute so, wie man den Lesebühne-Format und mit all den Sachen, dass Literatur nicht irgendwie so ein Mauerblümchen ist, zwischen all den anderen Kunstrichtungen oder geht so gut. Ja, und ich hatte ein komisches Gefühl, weil ich will wie alle Musiker oder Künstler ja visibel sind und auf der Bühne stehen und die Sachen verkaufen, aber das ist so sehr gegangen. Weil da hat mein Kollege, der Gast Gröber, den hat man felicitiert, den hat man gut rot gehen, die so drei Felicitationen und so weiter, lustig nicht Müll von dem Rummelan. Schon halt probiert, nicht mehr Müll zu geben, wie ich für drüben auch war. Aber wie gesagt, hat dann Streich einfach, wie wichtig ist, dass da so Literaturpreise gibt. Und der letzte Aspekt, du hast ja schon darüber geschwärzt gehen. Für mich sind all die Texte, die ich da gemacht habe, und ich parodiere leicht, für mich sind all die Texte irgendwo wichtig an meinem Leben oder an meinem Schreiben gewesen. Aber was mich am meisten gefreut hat, dass das Leute sich dann Mutationen gekauft haben, an Dono oder Vierlehrer Gesicht tun. Und schon alle Texte, den ich da geholt habe, die gibt es auch am Internet, die sind relativ alte Texte. Und die vom Ulf und die vom Prost Meri, mir gibt es auf Deutsch, das war für mein Lektor wichtig. Das heißt, ich kann sich die Texte einfach sicher gehen an, das heißt, am Anfang sind es 2 Bücher, das sind Mutationen von mir, und das wäre eine eklektische Anthologie von 8 verschiedenen Autoren. Ja, Rot habe schon nicht kein Autor. Das heißt, da kann ich sich am Anfang 2 Bücher engem lesen, an denen kannst du Geld, und dann kannst du nicht. So, ja, da bleibt mal durch nach Gläschen Wasser. Du trinkst nicht ganz Schlupfwasser, echt. Ja, präzise, sprachlich nach dem Beruf. Ja, gegeben. Und dann bleibt mal noch für mich reden, mal länger Salvo von Merci aufzuschließen. Das hilft, wie schon gesagt, Merci und Fondation Serbe, dass die Preise überhaupt gibt und die Jury, dass sie mich gewählt tun. Was tun wir? Merci bisher schnell. Wie immer, das ist wirklich extrem wichtig, die Rolle, die das spielt, solange ich mich erinnern kann. Dann scheint dabei sein. Ihr werdet doch der nächste letzte Exot-Abonnent heute 2000, wie wir das angefangen haben. Da habe ich den Herrn Virto kennengelernt über E-Mail, wo ich Rechnung dann mal geschickt habe. Wen haben wir dann heute noch? Merci, ja, jede Edition mein Verleger, der Jan, für die viel Kreativfreiheit, die ich hatte. Und ich konnte das Buch wirklich machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Merci Valeria, der lief. Merci Greg für die Musik. Und merci Sam, für dort zu sehen. Und Poetry Slam mal hier gelöscht zu holen, weil das wäre aber freigeschwert, mein Mikro so. Ich habe mich nicht getraut. Ganz wichtig, merci und den Anselm Neft, mein Lektor, den sich wirklich rangehangen hat. Und den noch einfach, ich hatte ihm geschrieben, willst du Ferienjob an Jahr? Und ich war einfach mit derselben Begeisterung dabei wie ich, und dadurch konnte man dann wirklich schon der Zeit hin. Den allerletzten Merci dem Virginia, dem Kurt, dem Franz, dem Prosper, dem Heinrich, Marie-Louise, Dingeborg und dem HP für die Inspiration. Und das war das. Ich wollte am Anfang cool sein, an da meine Haltung oft für den Text zu lesen, den ich schon noch lesen muss. Willst du das schon spielen? Ich hatte gedacht, das wäre vielleicht ich gucke mal, wie viel Laure das. Ich wäre vielleicht auch eine interessante Dramaturgie, dass du 20 Job
Bei Facebook stand ich bis halb 10 Dauer direkt. Da haben wir noch eine gute Stunde für zu improvisieren. Ja, mit Jammen. Das wollte ich schon im Ränken machen. Aber schon nach einem Text, ich muss noch nicht unbedingt ganz viel lesen. Das ist eine Idee, wie ich gefragt habe, weißt du, da kann da mit dem nächsten Buch, das nächste Buch ist Eber im Nebel. Das kommt am März 2020 bei Satyr Verlag an Deutschland zu Berlin raus. Das war schon vor langer Hand davon geplant. An Mutationen werden dort Tisch gemacht gehen. Also dann nicht so langweilig. Oder muss ich schon gehen auf seinen Bus oder so. Ja, das ist das mein nächstes Buch, Eber im Nebel. Da habe ich den ersten Schwung schon aus dem Lektorat zurück. Das sind Texte, die Anfang 400 Mutationen entstanden sind. Jana habe ich das im Dezember für zu schreiben und hin und doch festgestellt, ich hatte ein Alleinstellungsmerkmal durch diese Geschichten. Das heißt, das Buch mit relativ viel diese Geschichten, der Titel also von Tieren und anderen Wesen, wahrscheinlich, weil sie noch, da ist eine Geschichte mit Aliens, all drin, und irgendwann ein Gespenst. Bon. Und noch plus, ein Text handelt von einer realen Sache, also von einer Familie, einer anderen, die zwar nie viel können lassen zum Schluss. Und schon lohnt dabei, Steffen, dass am Anfang stehen, ob die Idee kommt, geht selbst Afterbyte, geht mustige Stich. Und ich habe mir dann denke ich durchgemerkt, ja, Fehler, da konnte ich dann lernen, und nur sagen, vielleicht hat das ein Droh. Ja, also, schon sonst gehe ich immer rundherum, und da kann ich vielleicht probieren, mir das darf ich ja nicht. Und das eben, aber das ist einfach ein relativ leichten Text, das wäre dann noch für den Aufschluss besser wie. Ja, das ist anerkannt an einer Anthologie Gegendentwürfe, das ist besser für Rheinland-Pfalz-Literatur. Und da haben sie dann noch gleich ihre Lützebäuer dabei, also mich. Und das merkt sich am Jaminet, den hat das angefädelt, weil hier mit dem Typ Buch gehen, Typ von SWR 2 oder so, und die wollten zwar, ich meine, so keine Rezension gemacht, mir nicht aber gut fand, hat mich gefragt, wie du mitzumachen. Guck mal, das nächste Jahr lernen, Lützebäuer, du darfst mitmachen. Schon mich gewundert, dass zu geholt, weil der Text ein bisschen albern. Sie Afterbyte Diaries. In den letzten Sommerferien zog ich für ein paar Tage in mein altes Elternhaus in Walferdingen ein, um mich um die Katze zu kümmern und potenzielle Einbrecher durch meine bloße Abwesenheit abzuschrecken. Meine Eltern waren in Kopenhagen und meine Schwester begleitete sie, damit sie nicht in den verwinkelten Gassen der dänischen Hauptstadt verloren gingen, ins Hafenbecken fielen oder sich in Christiane aus purem Herdentrieb einer Hippie-Kommune anschlossen. Tag 1. Der erste Tag begann mit einer bösen Überraschung. Der Geschirrspüler war nicht ausgeräumt. Also würde ich ihn nicht benutzen können. Ich beschloss, dass das schmutzige Geschirr, das während meines Aufenthalts anfallen würde, stattdessen einfach im elterlichen Schlafzimmer zu stapeln, als kleine Lektion. Dann schrieb ich meiner Schwester auf Facebook, der Geschirrspüler ist kaputt, aber keine Sorge, ich habe eine Lösung gefunden. Und ja, der Katze geht es gut. Und nein, ich rauche fast gar nicht. Ja, das ist eine Katze-Geschichte. Von dem einsamen Spinnennetz, das ich im Flur entdeckt hatte, erzählte ich aber lieber nichts. Sonst würde sie sich nie mehr zurück nach Hause trauen. Wer sollte dann auf meine Eltern aufpassen, etwa ich? Mit meiner Schwester kommunizierte ich in diesen Tagen nur über Facebook. Das Telefon hatte ich ausgehängt, sonst rief sie alle 5 Minuten an, um zu fragen, wie es der Katze ging. Dabei gehörte die Katze gar nicht mal ihr, sie war zugelaufen. Genau genommen hatte meine Schwester sie so lange angelockt, bis die Katze tat, als gehöre ihr das Haus mitsamt den Bewohnern. Niemand schien sie zu vermissen, aber das wunderte mich nicht. Sie war ziemlich asozial, sogar für eine Katze. Ich wollte sie Würmli taufen, weil sie Würmer hatte. Aber der Vorschlag war nicht gut angekommen und jetzt hieß sie einfach die Katze. Einzeitler Schäber und andere parfümierte Fleischabfall stapelten sich in der Küche und sollten ihr in den nächsten Tagen als Nahrung dienen. Ich setzte mich an meinen ich muss schon ein bisschen trinken, also Wasser. Also an der Reihe. Froh, das muss ich bitte mal im Publikum kommunizieren, heißt du. Ich gucke, ob es nach Dose. Okay, ich setzte mich an meinen Laptop und zündete mir eine Zigarette an, um den kreativen Fluxus anzukurbeln. Kommenden Samstag war die letzte Lesebühne der Saison. Einen politischen Text hatte ich schon. Jetzt brauchte ich noch eine bodenständige Alltagsgeschichte für den einfachen Mann von der Straße. 2 Stunden später schreckte ein fieses Surren mich aus dem Halbschlaf und mein rechtes Handgelenk begann tierisch zu jucken. Mückenstich. Die Insektenplage auf dem Land, das hatte ich ganz vergessen. Urbaner Bohemien, der ich war. Der mit Pflanzen überladene Garten war schuld, natürlich diese morastigen Gartenteiche überall. Man sollte das alles zubetonieren.
Da erinnerte ich mich an Afterbyte, das neue Mittel von amerikanischen Wissenschaftlern erdacht, das einzige Mittel, das tatsächlich gegen Insektenstiche half, ganz im Gegensatz zu dieser lächerlichen Systralpampe, die wahrscheinlich aus gestampften Globuli zubereitet wurde. Ich durchwühlte die Medikamentenschublade und hier war es. Afterbyte, der bequeme Ammoniakstift, sehr langlebig, wie es in der Werbung hieß. Er roch allerdings auch sehr intensiv. Nachdem ich den Stich am Handgelenk verärztet hatte, begann es im Gesicht zu jucken, punktgenau auf dem rechten Wangenknochen. Also tat ich auch da Afterbite drauf. Boah, der Geruch, betäubend, bezirzend, berauschend. Eine brettharte Mischung aus Kerosin, Opium, Katzenpisse und Absinth. Die Dämpfe stiegen mir in die Nase, dann in die Augen. Ich erblindete kurzzeitig, dann fiel ich in Ohnmacht. Als ich wieder zu mir kam, hatte ich einen Plan. Er war mir im Traum von einer nackten Steinzeitfrau mit Katzenkopf und Hirschgeweih eingeflüstert worden. Ich musste der Katze helfen, wieder zu ihrer ursprünglichen Lebensweise zurückzukehren. Sie musste lernen, selbst für ihr Essen zu sorgen. Dieses Schäberzeug war nicht artgerecht, voller Chemiedreck und führte dazu, dass die Katze ein Stubenhocker wurde, ihres natürlichen Jagdinstinktes beraubt. Außerdem stank es die ganze Küche voll und blockierte meinen Trampelpfad zum Kühlschrank. Ich aber wusste einen neuen Verwendungszweck für den Schäberglibber. Ich würde es im Garten als Köder auslegen, für die diversen Beutetiere der Katze, Mäuse, Ratten, Frösche, Eichhörnchen, Vögel. Ich nahm noch eine Nase voll Afterbite, torkelte in den Garten und machte mich ans Werk. Eine Stunde später schnappte ich mir die beleidigt mauzende Katze und trug sie nach draußen. Mein Plan ging auf. In der nächsten Zeit lagen ständig tote Nagetiere, Amphibien und Singvögel auf der Fußmatte. Die erbeuteten Tierchen bereitete ich für die Katze in der Fritteuse zu. Einmal befand sich sogar eine Blindschleiche unter der Jagdstrecke, worauf die Katze besonders stolz zu sein schien. Die Blindschleiche wirkte ziemlich tot, aber nicht so ganz. Bei Blindschleichen ist die Grenze zwischen Leben und Tod ja recht verschwommen. Und ich wilderte sie im Nachbargarten wieder aus und wünschte ihr viel Glück auf ihrem weiteren Lebensweg. Dann nahm ich eine Prise Afterbite und wankte zurück ins Haus. Die Sonne dröhnte viel zu laut in meinen Ohren. Der Katze geht es prächtig, schrieb ich an diesem Abend auf Facebook. Zigarette im Mundwinkel, den Afterbite-Stick, mittlerweile mein ständiger Begleiter, griffbreit neben der Tastatur. Sie frisst mit gutem Appetit und spielt viel draußen. Tag 2. Hast du die Katze nach Zecken abgesucht? Schrieb meine Schwester zurück, das undankbare Ding. Natürlich, log ich. Zog mir einen Hauch Afterbite rein und fing die Katze ein, die insgesamt etwas träge wirkte. Sie verdaute wohl noch an der mit Raclette-Käse überbackenen Bisamratte, die wir uns zum Frühstück geteilt hatten. Ich zurrte die Katze auf der Werkbank fest und suchte sie nach Zecken ab. 27 Stück, das war neuer Rekord. Die Zecken warf ich nicht ins Klo, wie sonst immer. Ich wollte sie ein wenig beobachten. Sie wirkten fast wie außerirdische Lebensformen, mit den prallen, planetenförmigen Hinterkörpern und dem quirligen Krabbelkopf. Vielleicht waren es ja wirklich Aliens. Und wenn man genug beisammen hatte, würden sie ein Raumschiff bauen, um auf ihren Planeten zurückzukehren. Oder einen Staat bilden. Ich brachte die Zecken im alten Aquarium unter, wo Alfred, unsere Wasserschildkröte, gewohnt hatte, bis er im gesetzten Alter von 30 Jahren verstorben war, vermutlich an Langeweile. Das Aquarium roch noch immer ein wenig nach Alfred, leicht modrig und reptiloid. Ich überließ die Zecken sich selbst und ging raus zum Briefkasten. Die Sonnenstrahlen fühlten sich klebrig auf meiner Haut an, als würde ein blinder, hirnloser Gott mich mit geschmolzenem Camembert beträufeln. Der Himmel klaffte wolkenlos blau über mir wie eine offene Wunde. Der Fliederstrauch fragte mich, wie mein Tag war. Drosseln brüllten mir ins Ohr. Was war nur mit der Natur los, mit dem Wetter? Schnell zurück ins Haus, eine Dosis Afterbite. In der Post fand ich ein Schreiben der Gemeinde, dass das Wasser knapp sei, wegen des ausbleibenden Regens und dass man sparsam mit Trinkwasser umgehen sollte. Kein Problem, dachte ich, schließlich befand sich ein gut sortierter Weinkeller im Haus. Wie es der Katze gehe, fragt meine Schwester schon wieder, als würde sie mir nicht mal zutrauen, auf eine harmlose Katze aufzupassen. Nach meinem Befinden erkundigte sie sich dagegen gar nicht. Sie hat sich sehr zum Unguten entwickelt, seit sie Jura studiert und keine Dreadlocks mehr hat. Früher war da mehr Bewunderung für mich. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als sie mich für allwissend hielt. Gut, da war sie erst 7. Um sie zu ärgern, beschloss ich nun doch keinen Text über Katzen zu schreiben, wie ich es vorgehabt hatte, sondern stattdessen etwas über Hasen oder Kaninchen, Hasenartige halt. Nach einer erfrischenden Champagnerdusche und ein paar Nasen voll Afterbite fiel mir ein guter Titel ein, Der Mann mit den Pinselohren. In der Geschichte ging es um einen Mann, der sich für ein Kaninchen hielt. Und alle lachten über ihn, auf der Arbeit, im Büro, in der Freizeit, im Tennisclub. Am Ende stellte sich dann heraus, dass er tatsächlich ein Kaninchen war. Und alle, die ihn ausgelacht hatten, standen ganz schön dumm da.
Aber halt Pinselohren hatten Hasenachtige überhaupt Pinselohren. Ich googelte und stieß auf den Wikipedia-Artikel über Luchse. Luchse hatten Pinselohren. Neuerdings waren wieder Luchse in der Eifel gesichtet worden, Nasisch und im Rothaargebirge. Rothaargebirge, nie davon gehört. Ich navigierte weiter zum Artikel über das Rothaargebirge. Von da kam ich zum Pfälzer Wald und als ich auf verschlungenen Wegen bei der Kryptozoologie, genauer gesagt beim Ogopogo, der angeblich im Okanagan Lake lebenden Seeschlange gelandet war, war es auch schon wieder Abend geworden. Ich sah nach, was die Katze heute erjagt hatte und beschloss, dass es zum Abendessen Froschschenkel à la Française geben würde. Als Beilage Breckis rot-weiß. Der Abend war ruhig, ruhiger als sonst. Man hörte fast gar kein nerviges Froschgequake mehr. Die Katze hatte gute Arbeit geleistet und alle Gartenteiche in der Nachbarschaft entvölkert. Vor dem Schlafengehen gönnte ich mir ein entspannendes Rotweinbad. Ich nahm dafür nur die ältesten Weine. Die waren sowieso bestimmt nicht mehr gut. Morgen war ein harter Tag. Ich würde das Haus nämlich verlassen müssen, raus in die Sonne, um meine Afterarbeit-Vorräte aufzustocken. So käme nach 2D, mir soll man so gut losen oder so Straße noch lesen. Dreck, du wolltest schon rum. So spiel du an, dann sind wir nicht am Protokoll. Wie soll man machen? Du bist Geschäft. Ja, oder klingt aber so, wow. Wenn du dann auf der Bausen dort bannen, bei ihr schmengelisch, also für einen Livestream. Das ist auch egal, kann ich ja bei YouTube gucken. Da können die Leute sich dann sehen, gell, an der Mittagspause. Die noch Jahre, die ich gehe mir kurz, geht los wie eine rasante Entwicklung nur innen, also so wie bei Drogen eben immer. Und trink mich einfach eine Reppes. Wenn ich nicht so viel Schweizer gebe, geh doch mich schnell gehen, du Töcht. Wenn ich schon Kabarett gemacht und statt nicht gederft und ich immer mich so beim Text bleiben, das wird mich nervös sein. Tag 3. Ich hatte nicht so gut geschlafen wie gehofft. Draußen war die ganze Nacht ein Gefauche und Gekreische gewesen, wie von einem Hexensabbat, der außer Kontrolle geraten war. Offenbar hatte die Katze die Schäberköder gegen einen hungrigen Marder verteidigt. Abgekämpft, aber siegreich war sie am Morgen zurückgekehrt, eine Marderpfote zwischen den Zähnen. Ich setzte ihr das an einer Sehne herabbaumelnde Auge wieder ein und befestigte das abgerissene Omi-Tesafilm am Kopf. Dann verschwand sie wieder zum Jagen. Wenn ich in die Apotheke fuhr, musste ich unbedingt ein Mittel gegen Nasenbluten kaufen. Meine Nase blutete neuerdings die ganze Zeit, bestimmt von diesem Ozon. Und ich hatte Kopfschmerzen, aber dagegen half Afterbite. In der Apotheke von Walferdingen kaufte ich den Restbestand von 5 Afterbite-Sticks. Danach stattete ich noch den Apotheken von Steinsel und Mersch einen Besuch ab. Sogar bis nach Ettelbrück fuhr ich, dort gab es 2 Apotheken. Die Sonne grinste zahnlos vom Himmel herab, als habe sie es auf mich persönlich abgesehen. Deshalb kaufte ich in der 2. Ettelbrücker Apotheke noch ein paar Jumbo-Tuben Sonnencreme und schmierte das Auto damit ein. Die Reise war lang und beschwerlich. Ich verbrauchte fast einen ganzen Stick Afterbite. An einem sprudelnden Bächlein in der Gegend von Colmar-Berg machte ich Rast. Während mein braver Golf ein Sonnenbad nahm, fing ich ein paar Forellen mit der Hand, um etwas Diversität in unseren Speiseplan zu bringen. Meine Idee, die zappelnden Viecher gleich hier auf dem Autodach zu grillen, verwarf ich. Die Katze sollte auch etwas davon abbekommen. Schließlich hatte sie in den letzten Tagen für unser Essen gesorgt. Forelle Müllerin, erklärte ich der Katze, die auf der Fritteuse saß und interessiert zusah, wie ich in Mehlstaubwolken und Afterbite-Schwaden gehüllt die Forellen durch die fingerdicke Schicht Mehl rollte, die ich großzügig über der Anrichte und auf dem Küchenboden verteilt hatte. Altes Bauernrezept. Pro Forelle 1 Kilo Mehl und 1 Kilo Butter. Dann noch jeweils 1 Pfund Butter für die Füllung. Die Katze nickte und deutete fragend mit der Vorderpfote auf die Zitronen, die stellenweise aus dem Mehlgebirge herausragten wie erloschene Vulkane aus einer Mondlandschaft. Zitronen sind optional, sagte ich. Sie machen es leichter verdaulich für Leute mit einer Butterintoleranz. Du denkst doch daran, die Katze jeden Tag nach Zecken abzusuchen, durchsprach meine Schwester 2 Stunden später mein verträumtes Verdauungssurfen auf Facebook. Problem gelöst, schrieb ich zurück, während das Mehl nur so aus der Tastatur staubte. Einer meiner Facebook-Freunde hatte nämlich gepostet, dass Kokosnussöl das wirksamste Mittel gegen Zecken sei. Kokosnussöl hatte ich zwar keins im Haus, aber zur Not würde er sicher auch Olivenöl tun. Ich füllte einen Eimer mit ein paar Litern Olivenöl, gab auch noch etwas Kräuter der Provence, Pfefferkörner und Lorbeerblätter dazu, rundete das Ganze mit einem Schuss Balsamico-Essig ab und tunkte die Katze hinein. Es ist nur zu deinem Besten, erklärte ich dem zappelnden Tier und hielt es gut fest, damit die Marinade sich auch schön über die Haut verteilte und in alle Poren einsickern konnte. Nachdem die Behandlung beendet war, schüttelte die Katze sich, warf mir einen bösen Blick zu und zog von dannen. Die wird sich schon wieder einkriegen, dachte ich. Vor allem, wenn sie erst mal sehen würde, was ich ihr heute in ihr Trinkschälchen getan hatte. Echte Kriegerinnen tranken keine Milch. Und die Katze hatte zur Genüge bewiesen, dass sie eine Kriegerin war. Heute Morgen hatte sie ein junges Schaf gerissen.
Zur Belohnung hatte ich Met für sie hergestellt, aus Bio-Bier und organischem Bienenhonig. Zwar war bei der Fabrikation und dem Transport des Mets ein gewisser Streuungseffekt aufgetreten, der bewirkte, dass einige Stellen des Hauses jetzt deutlich klebriger wirkten als vorher. Aber wenn man seine Laufwege darauf einstellte, war das eigentlich kein Problem. Also das Haus war im Prinzip noch bewohnbar. So schlimm wie damals, als ich versucht hatte, Borscht nach der Original-Woronesch-Formel zu kochen und meine Familie daraufhin in eine andere Stadt umziehen musste, war es jedenfalls nicht gut. Damals war ich auch erst 8 gewesen. Tag 4. Bald würde meine Familie wieder nach Hause kommen und zur Feier des Tages hatte ich ein zünftiges Irish Stew vorbereitet, das fröhlich auf einem Holzfeuer in der Garage vor sich hinschmurgelte. Um genug Feuerholz zusammenzubekommen, hatte ich den Fliederbusch, die kleine Blautanne und noch ein paar namenlose Sträucher gerodet. Der Garten sah jetzt schon viel urbaner und aufgeräumter aus. Das Schaf, das die Katze mir gestern gebracht hatte, hatte ich eigenhändig ausgeweitet und entbeint. Ich war wirklich stolz auf mein Werk. Da das mittelgroße und die kleinen Messer irgendwo unter Mehl und leeren Afterbite-Sticks verschollen waren, hatte ich nur das große Hackmesser zur Verfügung gehabt. Und das war bei der Feinarbeit, also Sehnen und Knorpel, nicht gerade praktisch. Dennoch war das Schaf von meinen sensiblen Metzgerhänden nach und nach in mundgerechte Stücke zerteilt worden. Die Fleischabfälle und Knochen hatte ich einfach in den Garten geworfen für das Rabenvolk und konnte gegen 9:34 Uhr sogar die erste Sichtung eines Lämmergeiers in Luxemburg seit 458 Jahren vermelden. Für die Katze und mich bereitete ich ein nahrhaftes Eichhörnchen-Ragout zu, dann leerte ich einen Afterbite-Stick in meiner Nase aus und nahm eine Martini-Dusche, um das Schafsblut abzuwaschen. Danach rollte ich mich in Paniermehl. Warum? Weil es irgendwie Spaß machte, keine Ahnung warum. Die Katze betrachtete mich kopfschüttelt und machte sich Notizen. Gegen Abend traf meine Familie ein. Ich hoppelte ihnen freudig schnurrend auf allen Vieren entgegen, ganz mit Panade bedeckt. Meine Schwester bedachte mich mit einem merkwürdigen Blick. Es war der gleiche Blick, den Gregor Samsas Schwester Gregor Samsa zugeworfen hatte an jenem Morgen, als alles begann. Ich miaute sie vorwurfsvoll an und deutete mit der linken Vorderpfote auf meinen leeren Fressnapf. Die Katze saß rauchend am Laptop und tippte irgendwas, wahrscheinlich diesen Text. Greg, das ist fertig. Merci.
Redet mich schon ganz viel Français, dass der ja hier am Centre National de Literatur umgegangen ist. Und dass sie da Lust kriegt, auch vom Publikum zu schwätzen, zu lesen. Ich hätte gerne noch ein viel mehr großes Publikum gewünscht. Ich hätte dort im Greg Lamy gerne ein viel mehr großes Publikum gewünscht. Ich so, merci. Und ich hoffe, dass wir als Rippen nächstes Jahr am Juli traditionell das Datum für den Servicepreis überreicht wird. Normalerweise hat man nur ein Pat, mit den Zeiten sind auch rüber. Wir haben aber dabei nach Broschüre für Erschleien vom Servicepreis zum letzten Jahr. Und da könnt ihr auch androhen an Güldenbuch. Das wäre schön.